Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Monkey Island 2 Special Edition LeChuck's Revenge. Pelzig mit ganz viel Zucker oben drauf. Ich habe jetzt rausgefunden, wie es funktioniert, und zwar ist die Antwort immer die Hand, die er ausstreckt. Wenn er zum Beispiel sagt, wenn das hier 3 ist und zeigt Endfinger. Was ist dann das? Er zeigt 4 Finger, dann ist es immer 1, weil er beim ersten Mal zeigen die Ends gezeigt hat. Also so rum funktioniert es. Jetzt habe ich mir die Logik dahinter erkannt. Und jetzt hat er gemeint zu mir, da ich das jetzt 3-mal hintereinander hingekriegt habe, muss ich ja ein Mitglied von der Zockergesellschaft sein, aber er erinnert sich nicht an mich. Da würde ich mal sagen, nee, kannst dich ja auch gar nicht an mich erinnern. Ich bin ja heute erst hierher gekommen, das sind neue Anweisungen gewesen. Was? Entschuldigung, ich hab gerade irgendwie Déjà-vu gehabt. Ich mein, dass ich halt erst hergekommen bin. Oh, okay. Das nächste ist 15 rot. Gut. Dann können wir jetzt mal hier gehen und unser Glück versuchen. Wobei das jetzt kein Glück mehr ist, würde ich mal sagen. 15 rot also. So. Ja, die mal wieder. Ja, wenn man erstmal das Sinn dahinter erkennt, ist es leicht, aber ich habe jetzt auch wieder 4 Versuche in Abwesenheit gebraucht. So, 15 rot darf ich jetzt nicht vergessen. Das dauert halt immer Ewigkeiten, bis dahin kann man immer schnell was vergessen, vor allem wenn man viel babbelt. Gut, der hat natürlich mal wieder gewonnen. So, da will wieder das Geld. Und bringt das Geld natürlich auch wieder seine Leute, und die Leute geben es wieder im Croupier, das kennt man ja. So, der Ralfi, der hat genug gezockt für heute. So. Wie der auch läuft. So. Kerl, 15 rot will ich. Jo, ich hätte gerne Wette platzieren. Das kostet Geld, Kind. Piasta für jedes Spiel. Alle hopp, bitte. So, Kindchen, was für Nummer willst du dann? Wollen wir dann 15 rot will ich. Okay, los geht's. Ja, du dreht wahrscheinlich einer hinter der Mauer an dem Rad und kann so beeinflussen, was für eine Nummer kommt. So. Und. Ja, 15 rot. Du hast gewonnen, Kindchen. Was für fabulöse Preise willst du dann haben? Du kannst 60 Piasta haben. Oder eine Einladung für Gouverneur Marleys Mardi Gras Party. Oder 3 Tagesurlaub auf der fabulöse Hoge-Insel. Also, was willst du dann haben? Was soll's sein? Ja, ich will auf jeden Fall die Einladung. Er will die Einladung. Jo. Herzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Gucken wir uns einmal gleich an. Ja, wir sind definitiv eingeladen, hier zur Mardi Gras Party zu erscheinen, und müssen natürlich auch Kostüme uns holen. Aber das kommt erst noch. Ich könnte jetzt gerade mal gucken, was hier abgeht. Wir könnten gerade nochmal hier anklopfen. So, was will denn jetzt schon wieder? Die nächste Nummer hätte ich ganz gern. So, erstmal das Passwort. Das die 1 ist. Was ist denn das? Das ist die 2, weil er jetzt 2 Finger gezeigt hat, ne? 24 schwarz soll es dann werden. Okay. So, dann machen wir das gerade noch einmal. Die Kuh melken wir so oft wie es geht. Und... So, Dilla. Machen wir noch einmal. Piasta gibt's, und es soll die 24 schwarz geben. So. Dann gucken wir mal, wenn das wieder funktioniert, dann ist doch nicht schlecht. Dann können wir hier uns nochmal alle Preise holen, die es gibt. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, was anderes können wir hier sowieso nicht holen. Dann sollten wir auf jeden Fall auch nochmal in die Bibliothek reingehen von Fat Island. Und die 24 schwarz hat natürlich mal wieder gewonnen. Jawohl. So, wir haben jetzt die Auswahl zwischen 60 Piasta oder die Hake-Insel.
Jo, dann nehmen wir mal den Urlaub, oder? Ich will auf jeden Fall den Urlaub. Er will den 3-Tages-Urlaub auf der Hake-Insel, der weltberühmte. Okay. Herzlichen Glühstrumpf. Jo, da haben wir's. Hook Island. Gucken wir uns einmal an. So. Gut, 3 Tage und 2 Nächte auf der fabulöse Hook Island. Okay, letztes Mal. Was ich mal wieder will, das kannst du dir doch vorstellen, oder? So. Ja, okay. Das ist die 2, was ist denn das? Das ist die 5. Jo. 5 schwarz. Okay. So einfach geht das. Nochmal hier. Und dann müsste das auch der letzte Preisseite mal gewinnen, ne? Da haben wir nochmal 60 Piastra drauf. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So. Noch einmal. Ich glaube 5 schwarz hat er gesagt, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. So. Ja, 5 schwarz. Gut, wenn das jetzt passt, dann dürften wir alle Preise abgerahmt haben. Und haben nochmal 60 Piastra aber drauf. Das ist nie verkehrt. Da haben wir ein bisschen von dem Reihe, was wir da auch wieder ausgeben haben beim Gemischtwarenladen bzw. beim Antiquitätenhändler. Jawohl. Das Mal ist die Wahl ziemlich einfach. Du kannst die 60 Piastra haben. Perfekt. Herzlichen Glühstrumpf. Und das war's dann für ihn. Er hat weder Preise noch Geld. Und schließt bald. Hervorragend. Können wir nicht nochmal spielen? Ich will mehr Gewinner. Naja, nee. Oh, komm schon. Ey, was steckt denn da dahinter? Oder was ist denn dahinter dir? Was? Wo? Hey. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall unser Geld aber da ein bisschen aufgemotzt. Dann können wir auch noch hier in die Fett-Einen-Bibliothek gehen. Bibliothek ist immer was Gutes. Dann haben wir hier noch ein Modellleuchtturm, nicht Lichthaus. Das wäre zu sehr übersetzt. So. Sieht aus wie ein Leuchtturm am Strand. Psst. Ach Gott, ist ja gut, Gretel hinter der Heck. Können wir das aufmachen? Hey, da ist so eine kleine Linse drin in dem Leuchtturm. Es ist eine Bibliothek. Ist ja gut, ich will doch nur die kleine Linse haben. So, die hier, ne? Gucken wir uns nämlich auch mal an, das Ding. Das sieht alles so verschwommen aus dadurch. Psst, seien Sie still. Ach Gott, du Heckezeck. Verlauter arg, du überschrill war. Okay. Ja, mit der Bibliothekarin müssen wir auch noch retten. Da ist übrigens auch wieder das LucasArts-Symbol versteckt. Es sind überall Bücher, aber wir retten mal mit der alten Schreckschraub. So, Bibliothekarin. Ich würde ganz gerne eine fantastische Geistergeschichte hören. Entschuldigung? Psst. Das ist eine Bibliothek. Flüstern Sie. Also, was gibt's dann? Warum haben Sie eigentlich einen Modellleuchtturm da drüber? Da gibt's einen neuen Leuchtturm, der gebildet wird. Und wir haben hier ein Modell davor, wie er aussehen wird. Okay, das ist sehr attraktiv eigentlich für so einen Leuchtturm, finde ich. Ja, und es wird noch viel heller. Es wird einer von der wunderbarsten und tollsten Linse überhaupt in der Karibik. Ich würde Ihnen ja gerne das Modell zeigen, aber leider, bedauerlicherweise, ist es irgendwie kaputt gegangen. Ich sag mal, ist doch mal ein Buch. Haben Sie Bibliotheksausweis? Nee, haben Sie überhaupt einer? Die muss ich in der anderen Hose verloren haben, selbstverständlich. Aber Sie haben einer. Nee, eigentlich nicht. Möchten Sie einer? Ja, was muss ich dann dafür machen? Ich brauche ein paar persönliche Informationen von Ihnen. Name? Captain Dread. Herman Toothrod? Nee, natürlich Guybrush Threepwood. Adresse? Okay, 221 Baker Street, das war klar wie Sherlock Holmes, ne?
10 Downing Street, das ist da ist der Premierminister in London, wenn ich mich richtig erinnere. 1060 West Addison, das weiß ich leider nicht, wer da wohnt. Und 1600 Pennsylvania Avenue, weiß ich auch nicht. Ich bin der Premierminister von England. Nee, komm, ich bin Sherlock Holmes. 22 NSB, Baker Street. Alter. 21, also 21, 21, 19, 21 natürlich. 21. Beruf? Unbeschäftigt, freiberuflich unterwegs, Konsulant oder Pirat natürlich. Pirat! Arr. Weises? Was ist denn Weises? Ja, Mord, Brandschatzen, Diebstahl, so Sache halt, ne? Ich sehe schon. Alles klar, Ihr Bibliotheksausweis wird Ihnen zu Ihrer Adresse geschickt. Und in der Zwischenzeit nehmen Sie mal die temporäre, den vorzeitlichen Ausweis. Also. Moment, Was, Herr Buch, suchen Sie eigentlich überhaupt hier? was haben Sie dann überhaupt für Bücher? Das weiß ich ja gar nicht, ne? Soll ich Ihnen jetzt wirklich jeden Titel von dem Buch in der Bibliothek aufzählen? Nutzen Sie den Katalog wie jedes normale Mitglied. Ach du liebe Zeit, was er Heckezeck. Gucken wir uns das Ding mal an. Die vorübergehende Bibliotheksausweis. Guybrush Threepwood. 22 1b Baker Street. 21 Pirat. Okay. So, was war denn das hier? Okay, erwachsene Unterhaltung. Also da gehe ich jetzt nicht wirklich jeden Scheißdreck durch. Ich weiß es echt nicht mehr, wo ich da noch gucken muss. Aber es gibt diverse Dinger, die ich hier noch gucken muss. Ich glaube unter Big Whoop oder was war da noch? Archäologie. Das X markiert niemals den Punkt, beziehungsweise den Ort, wo was vergraben ist, von E. Jones. Ich glaube, da müssen wir wirklich noch B wie Big Whoop müssen wir, glaube ich, gucken. Biografie. Wir dürfen auch nur 3 Bücher ausleihen, wenn ich mich doch richtig erinnere. Big Whoop, siehe Schatz. Und ein T wie Treasure. Okay. Da war dann, Moment, Biografie. Ah, von Guybrush Threepwood, wie ich LeChuck niedergemacht habe. Okay, und ein T wie Treasure. Da war noch was von Meathook. Breakfast at Meathooks. Ich geht Frühstück bei Meathooks. Ungewöhnliche Bodymarks war da noch, ne? Birthmarks, ne Geburt, Muttermale. Biografie, yikes! Die Memoiren von Captain Gilbert, ja, Anspielung an Ron Gilbert. So, das war T wie Treasure. Moment, VW. Ah, S. Das ist aber ganz komisch. Ah ja, hier, so rum. ST, ja, T wie Treasure. Da müssen wir mal gucken. Tattoos. Natürlich ist hier keinerlei Musik mit dabei, was das Ganze noch etwas trostloser macht wie in einer Bibliothek. Aber der dreiköpfige Affe, der Stolz von Loch Ness. Ja, ich mag eigentlich Bibliotheken sehr gern, nur das Ruhige kann was sehr Schönes haben. Ah ja, hier ist es, Big Whoop. Big Whoop, das soll ich mir vielleicht mal merken. Okay. Gut, das war auf jeden Fall was ich mal merken sollte mit Big Whoop. Dann war doch vielleicht noch was unter Rapscallion war doch, glaube ich, noch, ne? Was man da noch rausgucken sollte. Philosophie. Piraterie. Ja, komm schon, irgendwas war da noch. Ich bin mal... Rezepte. The Joy of Hex. Ja, das merke ich mal einmal. Ja. Recursion. War da noch was mit... Nee, das musste ich mal auf jeden Fall merken mit den Voodoo-Rezepte, weil da ist was drin, wie ich dann später den Rapscallion wieder krieg.
Aber ich möchte nicht so sehr spoilern für die, die es noch nicht kennen. Okay, Romanze. Vom Nächsten zu Nichts von Emale. Auf ihre Erfahrung mit Guybrush Threepwood. Nicht sehr schön. Okay. Genau, die Voodoo-Rezepte waren das auf jeden Fall. Oh Gott, jede Menge von Milane oder Melanie Leary. Okay. Nee, das war's dann. Ich glaube, mehr brauchen wir hier erstmal nicht. Ups, Entschuldigung. Da bin ich jetzt aus Versehen auf den falschen Knopf gekommen. So, da retten wir nochmal mit der Tante. Entschuldigung, Miss. Was wollen Sie denn diesmal schon wieder? Ich suche noch ein Buch. Und was für einen suchen Sie dann? Ich suche, hier. Big Whoop. Das war nämlich das, was, Wall-E, glaube ich, sucht, ne? Wie sie grinst jedes Mal, wenn sie mit dem Stielchen rumfährt. Okay. Oh, das habe ich anscheinend schon genommen. Okay. Ah, natürlich. Das ist ja das, was man die Voodoo Lady gegeben hat. Stimmt. Genau. Aber die Voodoo-Rezepte, die brauche ich. So, bitteschön. Und ich glaube, das war's dann erst einmal. Ich bin mir nämlich sicher, was ich doch noch alles... Ja, Schweigen ist Gold. Ist ja gut, wieder Hex. Gucken wir es uns mal an. Genau, The Joy of Hex. Okay, das ist was für erweiterte Voodoo-Anwender. Und ist ein bisschen zu technisch geschrieben. Na gut, aber ich glaube, das brauchen wir trotzdem, das Buch. So, dann sollten wir noch Dohi gehen. Und sollten wir mal mit dem Fischer hier retten. Und mit dem Angler. So. Servus, Angler. Schon irgendwas gefangen? Machst du Scherz? Ich hab schon vor langer Zeit hier mehr geangelt, als ich sollt. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Angler. Aha. Bist du also? Ich bin der beste Angler auf deiner ganzen Inseln. Ah, das glaube ich nicht. Ich bin der beste Angler in den Inseln. Du kennst schon nicht mal Erkältung in einem Sturmangler oder in einem Schneesturmangler. Du kennst schon nicht mal einen Fisch in einem Restaurantangler. So sieht's nämlich aus. Ja. Das letzte Ding, was ich geholt habe, war so groß wie ein Ameisehügel und die nennen mich auch der Blowfish. Beziehungsweise der Wal, ne? Ich bin der Sturgeon Surgeon oder Blowhard. Okay, der letzte Fisch, den du gefangen hast, der war so klein, dass man Tweezers gebraucht hat, um ihn zurückzuschmeißen. Keine Ahnung, was es ist. Wahrscheinlich eine Pinzette, nehme ich mal an, ne? Erzähl mal her, hör mal gut zu, du Ködergehirn. Ich bin der Beste. Ja, nicht wenn deine Köder so klein sind wie der Gehirn. Vielleicht willst du dann wohl Wette machen, hä, Herr Angler? Ja, natürlich nehme ich die Wette A. Dann sag ich dir mal, was mir seit zuerst durch den Kopf gegangen ist. Wenn du einen größeren Fisch als ich fangen kannst, dann gebe ich dir mal preisgekrönt die Angel. Ja, klingt doch fair. Und wenn ich einen größeren Fisch als du fang, dann musst du ihn essen. Roh. Roh? Kalt und mit dem Kopf noch dran. Was sagst du? Okay, mir eine Wette. Super Sach. Ich guck ziemlich zuversichtlich in die Zukunft von meinem großen Fang. Und beim Gouverneur Fettdoof beißen sie die ganz fette Fische. Allerhaupt soll der Beste gewinnen. Viel Spaß, Kumpel. Okay, jetzt haben wir Guybrush mal ein bisschen aus der Nähe gesehen, was auch noch dazu kommt. So, wir gehen fort, dann müsste, glaube ich, auch noch eine kleine Sequenz starten, wenn wir hier weggehen. Genau, jetzt kommt nämlich Captain Keter. Uplala. Entschuldigung. Bist du nicht Guybrush Threepwood? Nee, ich heiße Captain Kate Capsize. Sie müssen mich mit jemand anderem verwechseln.
Kate, hä? Ziemlich ungewöhnlicher Name. Vielleicht haben sie irgendwas, um sich auszuweisen. Nee, mein Personalausweis ist auf dem Schiff, ich hol ihn mal. Netter Versuch, Guybrush. Ich weiß nicht, wie du aus dem Gefängnis entkommen bist, aber ich pack dich gleich wieder rein. Ja, so ist es halt. Moment mal. Ich glaube, ich muss auch zum Gouverneur del Felzacco und muss mal da noch was holen. So, aufmachen. Wir müssen nochmal zum Gouverneur Overspeckmann, zum Sir Schnaufelott, zum Enormo, der Clown, Fat Damon oder wie man auch immer ihn nennen will. Aber ich glaube, der hat noch ein Buch, was wir brauchen. So, die Tür müssen wir aufmachen und dann geht's rein. Oh, da ist er wieder, der wieiste Kerl. Okay, gut, wieester Kerl. Irgendwie müssen wir nicht loswerden. Sollst du nicht im Knast sein? Ich bin wegen guter Führung rausgekommen. Du musst mich mit meinem Cousin Guybrush verwechseln. Gouverneur Fett hat mich freigelassen. Ich würde mal sagen, Sie müssen mich mit meinem Cousin Guybrush verwechseln. Oh, ich sehe schon. Aber die Ähnlichkeit ist schon erschreckend. Ich glaube, du brennst in der Küche. Was, echt? Ach, da gucke ich mal besser nach, ja? Bei der Gelegenheit esse ich noch einen Salat. Adolf, gönn dir, Kumpel. Wir gehen hoch. Und wir müssen noch ein Buch austauschen. The Famous Pirate Quotations, genau. Ich glaube, da können wir mittlerweile den Big Whoop austauschen, weil den haben wir uns ja schon angeguckt. Genau, da ging es um die Piraten und ich denke, das brauchen wir jetzt nämlich. Der Rapscallion, der Koch, der junge Lindy, der Kabinenjunge, der Mr. Rogers, der erste Mart. Alter, wie der sich immer mal wieder dahinter was neipetzt, das ist so ekelhaft. Okay, Inky Island, genau, das war hier der Quatsch. Alter, echt im Sekundentakt kriegt er doch den Schmodderneig geföhnt. Ist das ekelhaft. Genau, und wo jeder halt sein Glück versucht hat. Das wissen wir noch. Das mache ich auf jeden Fall heute noch, auch wenn dann die Episode ein bisschen länger geht. Aber ich möchte das auf jeden Fall noch machen. So, gerade mal gucken überhaupt, ob wir... Ja, wir sind auch noch ganz ohne von unserer Geschwindigkeit. Okay, so. Ja, Guybrush, haben wir es mal bald. Eigentlich wollte ich das Ding noch austauschen. Entschuldigung. So, hopp. Okay, jetzt hat. Jetzt gucken wir uns das Buch mal an. Berühmte Zitate von Piraten oder berühmte Piratenzitate. So, jetzt tauschen wir das Ding aus gegen Desto. So Indiana Jones mäßig. Hua. Noch ein paar Seiten rausgerobbt. Zack. Sehr schön, jetzt haben wir das nämlich. Können wir uns direkt nochmal angucken. Berühmte Piratenzitate. Fröhlichkeit ist ein Mana-Baum. Küss mich, ich bin Scurvy, was auch immer. Rapscallion. Barneycout. Okay. Bereite dich vor, Blei zu fressen. Mundwasche, ich brauche keine stinkende Munddusche. Fester Leech. Aber da war was von Rapscallion auf jeden Fall mit dabei, was wir gebraucht haben. Da könnte man vielleicht nochmal die Schublade aufmachen. Das geht wohl nicht auf, okay. Ansonsten haben wir hier nichts mehr. Okay, gehen wir mal weg von dem widerlichen Schnaufer. Und ich dir sage, ihr liebe Leid. Wir machen an der Stelle jetzt auch gleich wieder einen Cut, wenn ich draußen bin. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder zur Let's Play Monkey Island 2 LeChuck's Revenge Special Edition auf Pelzig. Und dann geht's aber das mal wirklich ab nach Woodtick, wieder noch Scap Island. Ich möchte es einfach mal gerade noch checken, wenn wir dann wieder zur Werft gehen beim nächsten Deal. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder zu der nächsten Folge. Iron Yankee.